Commander. Ich melde Sie an. Ah. Da ist noch irgendwo was. I believe behind this door. Ah. Gebiet gesichert. Aufgetragen. Ja. Jetzt hast du live miterlebt, was es bedeutet, vollgespritzt zu werden. Diese scheiß doppeldeutigen Anspielungen. Ach, schön. Da ist der Zug. Wohin? Abfahrt Central Station. Richtung Riftstation. So, jetzt kannst du rechts ein bisschen schauen, wo es da hingeht. Genau. Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Riftstation. Oh mein Gott. Nur Notausgang, okay. Notausgang. Ash, setz da bitte einen Katheter. Dankeschön. Zu den Sicherheitslaboren. Wurde der Aufzug abgeschaltet? Ah ja, kann mich schon wieder erinnern. Da werden wir gleich einem Arschloch begegnen. Wegtreten. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Keine Autopsie, kein Foul. Hä? Ich wäre nur sauer geworden, wenn sie geschossen hätten. Selbst wenn sie auf Stims sind, kennen meine Leute die Regeln. 2 Beine gut, 4 Beine schlecht. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Han Olar konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Ja. Wir haben sowas noch nie gesehen. Was wissen Sie darüber? Ich bin kein Xenobiologe. Sie sind schnell, bösartig und es gibt einen ganzen Haufen von ihnen. Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Ich muss mit ihr reden. Benesia. Ist sie noch dort? Keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, was eine Einzelne ausrichten könnte. Eine Matriarchin ist in der Lage, sich selbst lange am Leben zu erhalten. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohn unten in der Krankenstation. Ja, diese Einrichtung. Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Wie sicher ist sie? Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Sie haben irgendwie überlebt.
Mich hat einfach ihr Vorgehen beeindruckt. Eine Woche lang Angriffen standzuhalten ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Nur die Besten werden Hochsicherheitseinrichtungen wie dieser hier zugewiesen. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras. Sie werden alle zentral in der Nähe des Quarantänelabors gesteuert. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Aliens. Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. Olar. Er ist der Einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Das Sicherheitslabor. Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken. Die Viecher kamen aus dem Labor. Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Da hat er nicht Unrecht. Ihre Leute. Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Benezia. Sind Sie sich sicher, dass die Matriarchin noch im Sicherheitslabor ist? Sie ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt. Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht. Wie ist die Einrichtung so? Erzählen Sie mir von der Architektur des Sicherheitslabors. Es wurde in einen Gletscher weiter unten im Berg gebaut und ist sehr alt, dick und stabil. Wenn etwas schief läuft, heizen sie es einfach auf und versenken es im Eis. Normalerweise gelangt die Crew mit einer Bahn von der Central Station zum Labor. Wir haben auch einen Aufzug, der direkt dorthin führt, aber der ist für Notfälle reserviert. Hören Sie mal. Ich werde meine Leute nicht dort runterschicken. Es ist einfach zu gefährlich, kapiert? Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Greifen Ziel an! Mo. Ah, da. Liara! Mei, du bist so ein dummes Kindler, zeitenweise. Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Nicht zu helfen wäre dumm. Kein Problem. Ich tue, was ich kann. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es weh tut. Tja, diese Antwort kann ich dir leider nicht geben. Weil ich es einfach nicht weiß. Alles, was blinkt, da muss man ran. Genau. Oh. Alestia Lassis, was? Was? Ihre Arbeit? Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Was studieren Sie? Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Hä? Auf was? Das wird mir ein bisschen zu technisch. Ich bin sehr gut darin, vererbte Variationen in genetischen Sequenzen aufzuspüren. Sicherlich wäre Ihnen das viel zu langweilig. Gelassen. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Private Fragen? Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yallis von der Universität zu Aureis. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Warum so rüde? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit Sie endlich verschwinden? Benezia, vielleicht bohren wir dort in ein Wespennest. Kennen Sie Matriarchin Benezia?
Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? Weil ich nichts über die Matriarchin weiß. Und warum sollte ich das? Das wäre vorerst alles. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Gut gekontert, ja. Doktor, was? Medizinkit, brauch mal. Wer bist du? Was? Nein! Sie sind ja lieber Haufen, die Tut mir Salarianer. leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Dieses Labor. Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht sagen. Und ich würde meinen Job gern behalten, wenn wir überleben. Die Umgebung ist fürchterlich, aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor. Gefällt es Ihnen hier nicht? Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt. Nur Wände aus Eis und Fels. Es gibt nur die Arbeit, die Entdeckungen. Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören. Vielleicht bezahlen wir jetzt dafür. Das Sicherheitslabor? Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Wo kann ich ihn finden? Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Private Fragen? Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Unfall? Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Aha. Die Situation hier. Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Benesia? Ich suche eine Asari. Asari? Tja, da gibt es Dr. Ialis. Und da gibt es noch unseren Gast, Lady Benesia. Captain Ventrales müsste wissen, wo sie ist. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Kranker Wissenschaftler? Was? Kranker Wissenschaftler? Was? Woher kamen die? Waren die im Labor? Ich war noch... Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor, oder? Ja, ich bin so blöd. Petozzi. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Gute Frage. Matriarchin Benesia. Na, ich will Ihnen helfen. Ich habe gehört, dass es hier Ärger gegeben hat. Insgeheim. Ich fürchte um das Befinden unserer Wachen. Viele sind seit Tagen auf den Beinen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Ihnen gehört ein Laden? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventrales beschlagnahmt worden. Na, hier ist das Wüsten, ich seh noch nur da, du. So ein Nudelaug. Bioverstärker. Was du hast, das nehmen wir für unseren Haberamid. Genau, das nehmen wir für einen Haberamid. Das können wir auch kaufen, eigentlich. Bioverstärker. Okay, das müssen wir dann eigentlich in den Biomüll werfen. Aus. Weißt du was? Warte mal. Wir brauchen bessere Bewaffnung für unsere... Ja. Da sind wir fast pleite. Na, das brauchen wir alles. So. Wo führt uns die Reise hin? Reise hin. Was war das jetzt? Es wird schon irgendwo hingehen. Ein Wettlauf gegen die Zeit, die Röhre finden. Ich weiß, wo die Röhre ist.
Wenn du das Spiel nicht kennst und du nicht weißt, wo die Röhre ist, dann werden wir es gemeinsam erkunden. Mhm. So. Wie vorbildlich im Aufzug die Waffe wegzustecken. Ach, ist das schön. Oh. Zwei Medigel, das ist der Safehaberer. Begrüße. Wissenschaftler zum Wartungsbereich. Ich kann da einen Witz erzählen. Sie sind wegen denen hier, nicht wahr? Meinen Sie die Aliens? Meinen Sie die Viecher da draußen? Ja. Ich bin der einzige Überlebende aus dem Sicherheitslabor. Aber was ist mit den Aliens? Ich möchte mehr über diese Dinger wissen. Über die Rachni? Rachni? Das ist doch lächerlich. Wie sind die hierher gekommen? Die Rachnis sind ausgestorben. Was wissen Sie? Sie stecken da mit drin. Was können Sie mir erzählen? Sie fanden es in einem verlassenen Schiff. Das Ei wartete dort seit den letzten Angriffen. Sie brachten es hierher. Halt die Klappe! Himmel, willst du, dass wir alle umgebracht werden? Ich habe keine Kontrolle darüber, wer hier lebt oder stirbt. Du etwa? Wenn du durchknallst, dann bitte leise. Durchknallen? Ich bin völlig normal. So normal wie noch nie. Erzählen Sie mir von den Rachni. Ich will alles über die Rachni wissen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Ihr Überleben? Ich habe gehört, dass Sie im Sicherheitslabor waren. Wie konnten Sie lebendig da rauskommen? Ich habe sie umgebracht. Wen? Dr. Sonmur. Wir waren auf dem Weg zum Mittagessen, als der Alarm losging. Ich lief zur Bahn und schloss die Türen. Sie hämmerte einmal an das Fenster. Dann filetierten sie in kleine Stücke. Ihr Kopf zerplatzte wie eine reife Melone. Ich habe die Tür geschlossen. Ich habe sie umgebracht. Sie haben es besser Sie als Sie. Aha. Dann helfen Sie mir. Was? Ja, das ist auch nicht miteinander nichts zu tun. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Ich sorge dafür, dass Ihr Überleben einen Sinn ergibt. Glauben Sie, ich will Absolution? Es gibt keine. Benesia. Könnte Matriarchin Benesia im Sicherheitslabor überlebt haben? Es ist möglich. Die Proben reagierten empfindlich auf Biotik. Ich gehe dann jetzt. Ja. Okay. Wenn du das Spiel noch nicht kennst, der größte Teil, der sich das anschaut, wird das Spiel wahrscheinlich kennen. Aber das ist ein richtiges RPG. Also der Wartungsbereich, okay. Es ist ein richtiges RPG. Das heißt, viel Text. Aber was man dem Spiel nicht vorhalten kann, sind die Charaktere. Die verschiedenen Völker, was du dort hast, so wie die Kleinen, dann die Großen, die noch Größeren. Ja. Sie gehören nicht zur Crew. Ich bin Specker. Ich bin Speppert. Nennen Sie mich Shepard. Ich bin ein Spectre und wurde von der Zitadelle geschickt. Es gibt keine menschlichen Spectre. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Ich sagte, Sie sollen verschwinden. Wir haben ein kleineres Problem. Sie sind aber Sie haben schon die Kreaturen bekämpfen. Die Labore sind über einen Notfall. Okay. Das ist da herum.
Mannschaftscasino. Bitte was? Ich kann jetzt den ganzen Weg da umlaufen. Warte mal, vielleicht kommen wir über einen anderen Stock auf. BZW, vielleicht kommen wir über das andere Stockwerk, was du vorhin gerade gesehen hast, hinten um mich. Also, ja, schon wissen, um was es geht. Na, das muss Krankenstation, Sicherheit. Sicherheitslabor, das muss da sein. Irgendwie bin ich da jetzt ein bisschen dreidimensional verwirrt. Ich werde das jetzt anders machen. Ich suche mir hier einen Weg und schalte dann gleich dazu. Bis gleich. So, da. Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Ich möchte hier rein. Also wie du siehst, es gibt jede Menge Probleme. Haben Sie mal eine Zigarette? Uns sind hier die Kippen ausgegangen. Mei. Unten ist eine Krankenstation. Vielleicht kommen wir über die Krankenstation unten drunten mal dumm. Halte durch. Was? Was wollen Sie? Entschuldigen Sie die Störung. Nein, es liegt nicht an Ihnen. Ich bin nur etwas verwirrt. Untersuchen. Warte mal kurz. Ja. Sind die Leute krank? Ja, sicher. Was haben diese Leute? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Ich könnte helfen. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Ich habe sie repariert. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese 3 hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Ich brauche mehr Infos. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich muss die Details wissen. Was Sie mir erzählen, wird diesen Raum nicht verlassen. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passten sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Toros B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Glauben Sie, dass diese Unterscheidung die Sache ethischer macht? Militär, Regierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Militärregierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Da haben Sie verdammt recht. Es gibt einen Grund, dass laut Citadel-Konventionen Biowaffen verboten sind, Doc. Ich habe nicht erwartet, dass Sie es verstehen. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Ich kann sehr überzeugend sein. Ich muss in den Servicebereich. Ich brauche Zugang zum Servicebereich. Das denke ich mir. Es ist nicht gestattet, aber da ist auch nichts mehr. Wenn Sie diese Männer retten, erledige ich das für Sie. Ist es da drinnen gefährlich? Mal sehen, was ich tun kann. Warte mal.
Das denke ich mir. Es ist nicht gestattet, aber da ist auch nichts mehr. Wenn Sie diese Männer retten, erledige ich das für Sie. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Wie kann ich Ihnen helfen? Warte mal kurz, was ist da? Ihr Team, das braucht man nicht. Zurück, wie kann ich Ihnen helfen? Was ist nötig, um das Heilmittel für diese Leute zu holen? Die Quarantänelabore sind in der Nähe der Quartiere des Wissenschaftsteams. Sobald Sie drin sind, sehen Sie sich nach Aufzeichnungen um. Es geht nur darum, unsere Prozesse nachzuverfolgen. Okay. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Ja, wir können immer was tun. Also so ist es auch wieder nicht. Wir können da mal dumm stehen und nichts tun. Oder wir können mit Ventralis sprechen. Sie haben einen versiegelten Laborbereich in der Riftstation entdeckt. Sie können dort mit Gewalt eindringen oder einen diskreteren Weg finden. Mit Ventralis sprechen. Ja, genau. Dann gehen wir wieder zurück zum Ventalis. Ja. Ventralis Analis. Wo ist denn der Trottel? Sie schon wieder. Dann stören wir es wieder in ihren Ethikkurs. Genau. Warte mal. Quarantäne und Unterkünfte. Wir sind jetzt da, Shepard. Sind wir Krankenstation? Wachunterkünfte? Ja. Das müsste dann rein theoretisch dieser Gang sein.